Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir heute mit dieser Themenserie starten können. Wieso? Ein paar großen Fragen auf den Grund zu fühlen und zu schauen, was gibt es hier für Antworten, was gibt es hierher. Und wir werden das machen, wie auf der Einladung es auch steht. Wir werden zuerst diese Frage beleuchten und darüber nachdenken und anschließend gibt es aber auch eine Einladung oder eine Möglichkeit, persönlich mit Jesus in Beziehung zu treten. Und heute ist es diese Frage: Wieso um Himmels Willen lebe ich? Oder anders gefragt, was ist der Sinn des Lebens? William Barclay, der hat gesagt, es gibt zwei großartige Tage im Leben. Der erste ist der Tag der Geburt und der zweite ist der Tag, an dem ich entdecke, wofür ich geboren worden bin. Und tatsächlich ist es eine Frage, über die denken ganz viele Menschen nach, aber es ist recht schwierig, hier auf gute Antworten zu kommen. Es beschäftigt Menschen und man denkt darüber nach und bleibt dann doch irgendwo stehen. Aber gleichzeitig ist es eine ganz wichtige Frage. Als ich noch in die Schule gegangen bin, ein Fach, das ich wirklich sehr gemocht habe, das war bildnerisches Gestalten. Und ich erinnere mich gut, ich habe jeweils ganz gerne sehr, sehr viel Farbe genommen und auf meine Palette getan und dann haben wir da gemalt und so weiter. Und am Schluss der Stunde ist immer ganz viel übrig geblieben und war hier so vermischt und so. Und dann habe ich irgendein Blatt genommen, habe irgendetwas drauf gemalt und manchmal so 2, 3 Minuten ist es gut herausgekommen, manchmal nicht. Ich habe ein paar Exemplare auch mitgebracht. Das sind so meine Schnellbilder. Ich habe ein paar behalten, ich fand es so lustig. Und manchmal ist es einfach in die Hose gegangen, weggeworfen, ein neues Blatt, wieder etwas malen. Ich bin nie berühmt geworden damit. So ist es dann herausgekommen, aber ich habe gedacht, im Leben ist es ja nicht so. Im Leben gibt es ganz viele Menschen, Millionen von Menschen, die irgendwann dann mal am Ende auf dem Sterbebett liegen und die sagen, hätte ich es doch anders gemacht. Wenn ich könnte, würde ich nochmals zurück. Das oder das. Vielleicht wie ein neues Blatt nehmen und einfach nochmals von vorne beginnen. Aber das geht ja dann nicht. Und deshalb ist es so wichtig, dass man über diese Frage nachdenkt. Und es ist cool, dass ihr heute hier seid oder dass ihr zu Hause seid und zuhört und euch dieser Frage stellt und darüber nachdenkt. Und ich wünsche euch, dass ihr dann am Ende nicht mal auf dem Sterbebett liegt und sagt, hätte ich doch, sondern dass ihr sagen könnt, doch, das war richtig, das war gut, so wie es war. Das Leben ist ja nicht einfach das Restmaterial, was übrig noch bleibt, sondern es ist wertvoll und es gibt eins. Wir werden heute dieser Frage nachgehen. Für viele Menschen ist diese Frage ein Knorz. Und deshalb werde ich zuerst beleuchten, wieso dass diese Frage heutzutage so schwierig zu beantworten ist. Das hat nämlich einen Grund. Und dann werden wir die Frage auch aus christlicher Perspektive beleuchten und fragen, was denn die Christenheit für eine Antwort hier hat. Ich hoffe, ihr seid bereit zum Mitdenken. Wieso sind wir heute da gelandet, wo wir sind? Wieso ist diese Frage so schwierig? Es hat eine große Wende gegeben, auch über diese Frage, und zwar in der Zeit der Aufklärung. Die Menschen haben immer mehr begonnen, darüber nachzudenken, ja, das Leben, alles, was wir haben, das müssen wir doch erklären können mit dem, was man vorfindet, mit dem, was es in der Natur gibt, naturwissenschaftlich erklären können. Und das hat aber zu einer Sinnkrise geführt, das wird tatsächlich so benannt. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfangs des 20. Jahrhunderts spricht man von dieser Sinnkrise. Weil wenn man alles nur naturwissenschaftlich erklären will, muss man auch den Sinn des Lebens so erklären können. Und das ist relativ schwierig. Oder die Philosophen dieser Zeit haben es dann auch auf den Punkt gebracht. Jean-Paul Sartre zum Beispiel, der schreibt in seinem Werk Sein und Nichtsein, der Mensch ist eine nutzlose Leidenschaft. Das klingt jetzt ein bisschen brutal und hart, aber es ist, wenn man das konsequent zu Ende denkt, ja, was soll denn das Ganze überhaupt? Ist der Mensch überhaupt mehr als einfach eine Erscheinung, die irgendwann auf die Weltbühne tritt und dann wieder verschwindet? Es bleibt eigentlich so irgendwie ein Gefühl, ein schales Gefühl oder ein Gefühl von Leere. Und man fragt sich ja, wie hat man dann dieses Weltbild, wie hat man das weiterentwickelt? Wie hat man darüber nachgedacht? Ist man da stehen geblieben? Tatsächlich hat man da weitergedacht natürlich. Ein bekannter Philosoph, Thomas Nagel, war Professor an der Universität von New York und Chicago, hat das weitergedacht und er meint dazu, dass man das Leben als absurd erlebt, wenn man diese Erwartung hat,
dass es einen Sinn geben müsste. Doch wenn man aufhöre, deswegen gegen die Welt zu wettern, würde das Gefühl der Angst und Absurdität verschwinden. Leben sei nur sinnlos, wenn man darauf bestehe, dass es einen Sinn haben müsse. Also die logische Konsequenz ist, dass man dann fragt, ja, muss denn das Leben überhaupt einen Sinn haben? Oder wie dieser Philosoph es dann formuliert, zu sagen, ja besser, man denkt gar nicht zu viel darüber nach. Dann hat man auch dieses Problem nicht, dass es schwierig ist, eine Antwort zu finden. Ist aber eine relativ unbefriedigende Antwort, weil viele Menschen kennen das aus dem Leben, aus der Realität. Diese Frage ploppt immer wieder auf. Was soll eigentlich das Ganze? Wozu sind wir hier? Also man bleibt mit Schwierigkeiten zurück und es ist dann noch mehr. Es gibt dann auch noch viel weitere philosophische schwierige Fragen. Zum Beispiel, wie machen wir das mit der ganzen Moral? Was ist Gerechtigkeit? Was ist eine gute Ethik? Das gibt ganz viele schwierige Fragen, die dann kommen. Deshalb hat man auch weitergedacht. Und wir sind heute nicht mehr an diesem Punkt in unserer Gesellschaft, sondern ist schon einen Schritt weiter. Jerry Coyne, auch ein Professor in Amerika, in Chicago, der hat das dann weiter formuliert und es so auf den Punkt gebracht. Die Kosmologie, also eigentlich alles, was man im Kosmos findet, bringt kein i-Tüpfelchen eines Belegs für einen Sinn oder für Gott. Säkulare, also Menschen, die ohne Gott ihr Weltbild haben, sehen ein Weltall ohne Zweck und Ziel und stellen fest, dass wir uns unsere eigenen Ziele und ethischen Maßstäbe schmieden müssen. Aber wenn auch das Universum ziellos ist, unser Leben ist es nicht. Wir schaffen unsere eigenen Ziele und sie sind real. Also die Antwort auf dieses Problem war dann, ja super, es gibt ja gar kein Ziel im Leben. Dann dürfen wir unser eigenes Ziel machen. Ist doch cool. Das war dann so wie die Antwort. Mit dem haben die Menschen gearbeitet. Und wenn wir jetzt überlegen, was wir heute oft lesen in Medien oder hören in unserer Gesellschaft, dann ist das genau an dem Punkt, an dem wir sind. Vielleicht kommt das euch bekannt vor, so Sätze wie, ja, du musst dir deinen eigenen Sinn suchen. Finde heraus, was für dich stimmt, was du erreichen willst. Man spricht oft von Selbstverwirklichung, dass man sich selber ein Ziel gibt und dann versucht, dieses Ziel zu verwirklichen. Dass man seinen eigenen Sinn gibt. Oder so ein eigener Sinn. Klingt fast ein bisschen wie Eigensinn. Also tatsächlich ist aber eigentlich der heutige wissenschaftliche Stand da, dass es allen klar ist, besonders auch in der Psychologie, dass es dem Menschen gut tut, wenn er einen Sinn hat, dass einen Sinn, ein Zweck, dass das etwas Wichtiges ist für das Leben, dass man das eigentlich braucht. Rodney Stark, auch ein Soziologe, der hat das erforscht und der hat herausgefunden, dass auf der ganzen Welt in Asien 76% der Menschen manchmal oder oft nach dem Sinn fragen, das ist quasi das Minimum, und in Schwarzafrika sollte es auf der anderen Seite heißen, das ist falsch hier, 89% in Schwarzafrika denken manchmal oder oft über den Sinn nach und das ist so die Spannbreite. In dieser Spannbreite ist global alle Kontinente irgendwo eingeordnet, wo Menschen oft oder manchmal über den Sinn vom Leben nachdenken. Das ist eine Frage, die beschäftigt uns Menschen, die ist da, die ist präsent, die ist real und Menschen suchen nach dem Sinn. Und finden oft auch einen Sinn, sprechen sich einen Sinn zu. Eine spannende Person, die auch diesem Thema nachgegangen ist, das war ein Arzt und Autor, der heißt Atul Gawande. Der hat eine Arbeit veröffentlicht 2014 in New York und berichtet da von einem Arzt, der in einem Pflegeheim den Heimleiter dazu überzeugen könnte, dass er Tiere anschafft. Und dieser Heimleiter hat dann Tiere angeschafft, Hunde, Katzen, Wellensittiche, Hasen und Legehennen. Die Bewohner sollen sich um diese Tiere kümmern. Das war die Idee von diesem Projekt, von diesem Experiment, könnte man fast sagen. Es gibt eine krasse Wirkung. Ich zitiere das. Die Bewohner erwachten neu zum Leben. Einige von denen wir geglaubt hatten, dass sie nicht mehr sprechen konnte, fingen an zu sprechen. Bewohner, die sich völlig zurückgezogen hatten und nicht mehr laufen konnten, kamen zur Pflegestation und sagten, ich nehme den Hund und mache einen Spaziergang. Alle Wellensittiche wurden adoptiert und bekamen Namen. Und
Sie haben das dann auch an Zahlen festmachen können. Also die Einnahme von Psychopharmaka, die sank signifikant um 38% und die Todesfälle gingen um 15% zurück. Also heute ist man sich eigentlich einig, der Mensch braucht einen Sinn, es tut dem Mensch gut und bei uns sagt man ja gut, dann gib dir halt einen Sinn. Dann suche deinen Sinn, überlege, was macht Sinn, wie kannst du dich verwirklichen und so weiter. Was sind deine eigenen Ziele im Leben? Und wenn ihr mal herumhört, was so Menschen denken in eurem Umfeld, oft sind da ganz gute Ziele dabei. Also vielleicht irgendwelche wertvollen politischen Anliegen oder manche haben Karriere zum Ziel. Da kann man sich jetzt fragen, wie sinnvoll das ist. Manche sagen, eine glückliche Familie, das ist mein Lebensziel. Da gibt es ja ganz gute Sachen dabei. Aber trotzdem bleibt man auch da oft stehen. Weil solange alles gut läuft in diesem Bereich, ist das auch ganz gut mit diesen Zielen. Aber wenn das mal nicht mehr funktioniert, und das reale Leben ist so, vieles funktioniert plötzlich anders, als man sich denkt, dass man plant, dass man beabsichtigt hat, dann wird das auch mit diesen Zielen ganz schwierig. Wenn die Karriere plötzlich zu Ende geht, wenn ein Schicksalsschlag kommt, wenn es irgendeine Wendung nimmt, von der niemand gedacht hätte, wenn man krank wird, wenn man in der Familie ist, die Kinder ziehen aus, Leute sterben und am Schluss fragt man sich ja, was ist jetzt noch da? Was ist mit diesem Ziel? Verhält es wirklich? Und man kommt immer mehr zu der Frage, gibt es nicht auch einen Sinn im Leben, ja, der dem wie übergeordnet ist, der dem standhält? Dieses Suchen nach einem Sinn ist nämlich sehr anstrengend. Vielleicht kennen einige den berühmten Ralph Barton. Wer kennt Ralph Barton? Wer kennt den? Niemand. Also okay, Berühmtheit ist vielleicht auch nicht so ein gutes Ziel. Der ist ein berühmter amerikanischer Cartoonist. Er hat sich aber selber mit 39 Jahren das Leben genommen. Genauso mein Alter, was ich jetzt habe. Und er hat eine Notiz auf sein Kopfkissen gelegt, dass die Menschen das finden nach seinem Sterben. Und dort hat er geschrieben, ich hatte wenig Schwierigkeiten, viele Freunde, großen Erfolg, viele Frauen, ein Haus nach dem anderen. Reisen in sämtliche Teile der Welt. Jetzt habe ich die Nase voll. Ich bin müde, mir ständig etwas Neues einfallen zu lassen, um die 24 Stunden jeden Tages zu füllen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir manchmal auch spüren in unserem Leben. Ja, mein Sinn, den ich mir gebe, meine eigenen Sinne, was ist, wenn es mit denen vorbei ist? Es ist anstrengend, man bleibt dran, aber fragt sich manchmal, bringt es das wirklich? Und tatsächlich, wenn man hier zu Ende denkt, wieder dieser Thomas Nagel, der hat das einmal so richtig gut genagelt. Er schreibt dazu, selbst wenn Sie ein großes literarisches Werk verfassen, das noch nach Tausenden von Jahren gelesen wird, so wird doch irgendwann das Sonnensystem abkühlen oder das Universum kollabieren und jede Spur ihrer Mühe vergehen. Das Problem ist, dass es zwar Begründungen für die meisten großen und kleinen Dinge gibt, die wir im Leben tun, aber keine dieser Erklärungen das Leben als Ganzes erklärt. Es wäre egal, wenn es sie nie gegeben hätte, und nach ihrem Ableben wird es egal sein, dass es sie gegeben hat. Also wenn man im Bild vom großen Ganzen schaut, sind all diese kleinen, sag ich mal, menschlichen Ziele am Schluss trotzdem vergänglich und verlöschen irgendwann. Und er schreibt dann das so treffend, aber ein bisschen provozierend. Am Schluss macht es keinen Unterschied, ob ich den Hungernden helfe oder ob ich als Ziel habe, einfach zu fressen, was mir Lust macht. Es macht keinen Unterschied, ob ich mich für Friede einsetze oder ob ich einen Krieg anzettle, wenn am Ende alles mal vergeht. Und wir sind dann so hier, suchen unseren Sinn im Leben, versuchen uns selbst zu verwirklichen, zu überlegen, was soll das Ganze, wo will ich hin, ich muss einen guten Plan, eine Antwort haben und merken irgendwann so, ja, in dieser ganzen Lauf der Zeit, in dieser Größe des Universums sind wir hier irgendwo ein kleiner Punkt, der aufploppt, der wieder verschwindet. Und das Ganze macht doch keinen Unterschied aus. Vielen Menschen reicht das aber nicht zu sagen, ja gut, ich suche mir diesen eigenen Sinn, sondern sagen, es muss da doch noch mehr sein. Das kann nicht die Antwort sein. Und auch quasi diese Aufforderung, ja gut,
Da musst du halt nicht so viel darüber nachdenken. Dann stört es dich auch nicht, dass es so keinen Sinn gibt. Das reicht den meisten Menschen nicht. Und wir werden ja über die christliche Sicht oder Antwort auch reden. Es ist interessant, dort ist genau das Gegenteil. Wenn man mehr Sinn sucht, heißt es nicht, ja, denk weniger nach. Sondern wenn man mehr Sinn sucht, heißt es, denke mehr nach. Suche ein bisschen mehr noch nach Antworten. Du wirst etwas finden. Denke über diese Frage nach, schalte deinen Verstand ein, gib ihn bitte nicht ab. Und viele Menschen machen das, sie suchen weiter nach dem Sinn. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, so einen Sinn zu suchen. Von vielen Dingen ist es eigentlich klar. Man kann sie anschauen und merkt dann, was der Sinn und Zweck ist. Also wenn man eine Maschine hat, muss sie irgendetwas herausspucken oder die produziert etwas und dann merkt man, der Sinn dieser Maschine, logisch, das, was da herauskommt. Das ist der Sinn dieser Maschine. Und so könnte es doch auch beim Leben funktionieren, dass man fragt, ja, für was ist das gebaut? Dass man eigentlich den Erfinder dieser Maschine fragt. Ich hatte mal einen guten Freund, der war wirklich Erfinder von Beruf. So wie Daniel Düsentrieb ist es mir manchmal vorgekommen. Die haben in ihrer Firma, mussten die Dinge entwickeln für irgendwelche Kunden und herausfinden. Und ich fand das mega spannend. Ich habe ihn manchmal gefragt, was er gerade am Herausfinden ist. Und er hat ein bisschen erzählt, was er für Projekte hat und wie das funktionieren soll und so weiter. Und irgendwann habe ich dann nur noch Bahnhof verstanden. Aber er hat natürlich vortrefflich und ganz genau gewusst, was wofür ist und wie das funktionieren soll, wozu das Ganze da ist. Also es scheint mir eigentlich völlig vernünftig, dass man fragt, was ist eigentlich gedacht, was hat sich der Erfinder dabei gedacht, als er das Ganze herausgefunden hat. Das ist etwas, was in unserem ganzen Alltag, im realen Leben völlig vernünftig ist, dass man fragt, ja, der es erfunden hat, soll doch sagen, wozu das Ganze gut ist. Und es ist auch ganz spannend, dass im Großen und Ganzen eigentlich nur unser westlicher Humanismus oder unsere individuelle Konsumgesellschaft zu dem Schluss gekommen ist, man muss sich selber den Zweck suchen. Sonst ist man sich eigentlich überall einig, dass etwas von außen einem den Sinn zuspricht. Ein Erfinder, ein Schöpfer, etwas Größeres. Und hier wäre es jetzt natürlich spannend zu fragen, ja gut, die verschiedenen Weltanschauungen, die es gibt, die verschiedenen Religionen auch, was haben sie hier für Antworten zu liefern? Und alle haben so Antworten zu liefern. Also zum Beispiel könnte es der Sinn des Lebens sein, zu versuchen, dem Kreislauf der Reinkarnation zu entfliehen, um dann in die ewige Seligkeit hineinzukommen. Oder der Illusion der Welt zu entkommen, um mit der Allseele des Universums zu verschmelzen. Oder was die Christen sagen, und ich schmeiße das jetzt einfach so hinaus, das Ziel des Lebens, ein Kind Gottes werden und mit Gott und Menschen für immer in Liebe und Herrlichkeit zu leben. Also hier müssen wir an diesen Fragen ja nachgehen. Wir werden nächsten Sonntag auch diese Frage mit den Religionen nachgehen, weil ich finde, es ist wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass man hier ein bisschen forscht, dass man wirklich fragt, was ist alles da? Und heute beantworten wir diese oder beleuchten diese Frage einfach mal aus christlicher Sicht und ich will dich einladen, hier auch mitzudenken und dir zu überlegen, hat das Hand und Fuß, was könnte es für dich bedeuten? Findet das bei dir einen Anklang? Und es ist ja ganz natürlich, oder im christlichen Glauben ist es ganz natürlich, dass man davon ausgeht, dass es einen Erfinder gibt, einen Schöpfer gibt. Und ich denke, das entspricht auch unserer menschlichen Vernunft. Es gibt nämlich auf der ganzen Welt keine komplexen Systeme, die per Zufall entstanden sind. Also keine Maschine, kein Gerät, denkt man irgendwie, das ist jetzt einfach so dahergekommen. Außer interessanterweise bei der Schöpfung denken das viele. Ich habe gerade kürzlich ein Biologiebuch gelesen, wo es auch um verschiedene Fragen geht. Es ging darin auch um die Entstehung des Lebens. Das war absolut faszinierend, was da alles zusammenkommen muss. Ich habe einen Abschnitt gelesen über die Teilung und die Funktion der DNA, wie das genau funktioniert, was da alles funktionieren muss, damit überhaupt das möglich ist. Und es ist so hochkomplex, aber absolut faszinierend, dass man nur staunen kann. Also eigentlich entspricht es unserer menschlichen Vernunft, dass wir hier sagen, so etwas Komplexes, das kann nur von einem Erfinder, von einem Designer, von einem Schöpfer kommen. Und wenn wir jetzt diese ganze Frage aus christlicher Perspektive beleuchten und den Schöpfer fragen, ja, was ist denn der Zweck dieser Menschen? Dann können wir auf zwei Arten zu einer Antwort kommen. Die eine Antwort ist, wir schauen einfach diese Maschine Mensch an oder dieses Werk des Menschen an und fragen, ja, was ist denn der Zweck? Wo kommt er so richtig zum Aufblühen, dass das herauskommt und man denkt, das muss es sein? Oder wir fragen direkt den Erfinder. Was hat er dazu gesagt? Gibt es eine Gebrauchsanweisung, wo das vielleicht sogar drin steht?
Das erste Mal einfach hinzuschauen, wo kommt der Mensch eigentlich zum Aufblühen, das halten wir ganz kurz. Aber ich denke, es ist recht offensichtlich. Also es gibt ja viele Dinge, wo man so hinschaut. Ich habe hier auch so einen Presenter, den kann ich natürlich brauchen, wenn mich jemand nervt, kann ich an den Kopf werfen zum Beispiel. Und ich kann mich am Rücken kratzen. Aber wenn ich plötzlich merke, ich kann hier drücken und das Bild wechselt, dann ist allen klar, das ist genau dafür ist das gemacht. Und beim Menschen ist das ähnlich. Es gibt etwas, wo wir merken, ich könnte das theologisch begründen, aber jeder merkt in seinem Herzen, dass da etwas ist. Und zwar, wenn wir über Liebe reden, über liebevolle Beziehungen. Wenn wir über den Mensch als Wesen nachdenken, dann wird das eigentlich allen sofort bewusst. Idealerweise entsteht ein neuer Mensch, wenn zwei Menschen sich lieben. Er wächst auf, idealerweise in einer liebevollen Umgebung. Er wird geliebt und liebt zurück. Und idealerweise, wenn er auf dem Sterbebett liegt, hält er die Hand von jemandem, der ihn liebt. Und wenn wir uns in unserem eigenen Herzen fragen, ja, was ist das, wonach sich mein Herz sehnt, was ich mir wünsche, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht denke, doch, genau das ist es, dann sind wir mit der Liebe an einem ganz guten Ort. Und es ist interessant, dass im menschlichen Herz nicht nur angelegt ist so die zwischenmenschliche Liebe, sondern auch eine Liebe zu etwas Höherem. Auf der ganzen Welt, zu allen Zeiten, gibt es nämlich Anbetungsstätten. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Überall suchen die Menschen immer irgendeinen Ort, wo sie mit dem Höheren in Beziehung treten und auch in eine Art Verhältnis, vielleicht sogar Beziehung, Liebesbeziehung treten können. Also so dieser Drang, diese Sehnsucht, geliebt zu werden, zu lieben, aber auch mit dem Höheren in einer liebevollen Beziehung zu stehen, der ist im Herzen angelegt. Ich möchte aber auch von der anderen Seite her jetzt mal auf diese Frage schauen. Was sagt der Erfinder dazu? Und wenn wir in der Bibel lesen, wo wir Christen sagen, das ist die Nachricht, die uns unser Schöpfer geschrieben hat, dann finden wir spannende Sachen, die genau diesen Punkt des Sinns beleuchten. Im Alten Testament eine kurze Passage, wo ein Prediger aufs Feld tritt, im Predigerbuch. Das ist ein weiser Mensch, ein Philosoph eine Art, aber auch sehr wohlhabend war er und er hat sich diese Frage gestellt. Das ist so ein geheimnisvoller Text eine Art, aber auch top aktuell. Und er schreibt, es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos, ja, es ist alles völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich ein Leben lang abmüht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeiten nicht. Und dieser Prediger beschreibt dann, wie er alles ausprobiert hat. Er hat die Philosophie ausprobiert, er hat das Vergnügen ausprobiert und er hat den Erfolg ausprobiert. Und er kommt eigentlich zu demselben Schluss wie unsere Philosophen heutzutage, ohne Gott ist alles nichts. Da findet man keinen Sinn. Da kann man suchen, solange man will. Ohne Gott bleibt letztendlich der Sinn wie vernebelt und verborgen. Und das ist etwas, das kommt uns ja bekannt vor. Jeder sucht irgendwann nach diesem Sinn. Manchmal kommt uns so diese Sinnlosigkeit dann auch vor wie eine Ödnis. So eine Entfernung, eine Entfremdung. Und aus christlicher Sicht ist diese Entfremdung da, weil wir von Gott abgeschnitten sind. Weil wir entfernt sind von Gott, der uns von außen den Sinn zuspricht. Der uns den Sinn zuspricht in dem Sinn, weil er uns geschaffen hat. Weil das der Zweck ist dieses Werkes von Wesen, von uns Menschen. Nicht etwas, was aus uns selber kommt, was wir uns zusprechen, sondern was uns von außen zugesprochen wird. Also wenn wir diese Frage von Sinnlosigkeit manchmal erleben, dann ist das aus christlicher Sicht ein Beweis dafür, dass wir vom Gott abgeschnitten sind, der uns Sinn zuspricht. Dass wir von dem abgeschnitten sind, der uns diesen Sinn geben möchte. Dass wir eigentlich nach unseren eigenen Sinnen so wie am Suchen sind und nicht merken, dass eigentlich Gott uns Sinn geben könnte. Und diese Trennung, können wir jetzt eine Umfrage machen, ich glaube, das betrifft irgendwo jeden Menschen, dass man irgendwo merkt, man ist abgeschnitten von diesem Sinngeber, von dem, der hier die Antworten liefert. Abgeschnitten, manchmal wird das auch beschrieben als so eine Art, das Grauen oder Gefangensein in der Sinnlosigkeit.
irgendwo im Lauf und Zeit dieser Welt, aber abgeschnitten von dem, der Sinn zuspricht. Und das Gute ist, dass jemand diese Distanz durchschritten hat. Die Bibel beschreibt das nämlich so, dass Gott diese Distanz, diese Entfernung durchschritten hat und zu uns Menschen gekommen ist. Und wenn wir von Offenbarung reden, dann offenbart sich Gott im Christentum nicht nur durch die Bibel, sondern er hat sich auch selber offenbart, indem er die himmlische Welt, die himmlische Dimension verlassen hat und diesen Weg der Entfernung und Entfremdung gegangen ist zu uns Menschen und als Mensch auf diese Welt gekommen ist. Er ist eigentlich gekommen zu uns Menschen, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und uns zu erklären, was denn der Sinn ist, damit wir es verstehen können, in unserer Sprache von einem Wesen, das ähnlich ist wie uns. Und im Johannesevangelium wird das wunderbar beschrieben. Es heißt hier von Jesus, doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Also genau dieser Sachverhalt wird hier beschrieben. Der Erfinder, der Schöpfer selber, er kommt in seine Schöpfung hinein, um zu erklären, was der Sinn ist. Aber diese Distanz wird hier auch beschrieben. Viele Menschen wollten nicht auf ihn hören. Er kam so wie in das Seine, aber er wurde gar nicht aufgenommen. Es gab ganz viele Menschen, die wollten lieber in dieser Distanz bleiben, sich selber einen Sinn zu geben, zuzusprechen, seinen eigenen Sinn zu verfolgen und gar nicht den Schöpfer zu fragen, ja, was denkst denn du, was ist der Sinn des Ganzen, was soll das eigentlich? Ich denke manchmal auch heute ist das ja ganz ähnlich, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich will lieber auf Distanz bleiben zum Schöpfer, zum Erfinder. Ich will gar nicht genau hören, was er für einen Sinn sich überlegt, sondern ich will mir meinen eigenen Sinn machen. So diese Trennung eigentlich bewusst suchen. Aber Gott will diese Trennung nicht, sondern er wünscht sich, dass jeder ein Kind Gottes wird, eine liebevolle Beziehung zum Schöpfer, zum Vater im Himmel hat. Und deshalb bleibt es hier auch nicht stehen, sondern es heißt dann weiter, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, es gibt ein Angebot. Es gibt ein Angebot, in diesen Sinn, in diese Liebesbeziehung zu Gott zurückzukommen, indem du glaubst und mich aufnimmst. Du kannst diese Distanz nicht selber durchschreiten, aber ich bin ja gekommen. Ich habe es getan. Und das ist so eine Grundaussage, die wir in der Bibel finden, dass wir Menschen manchmal versuchen, diese Distanz zu überwinden, irgendwie zu Gott zu kommen, mit Taten, mit Dingen, mit Sachen, die wir tun. Aber am Schluss merken, wir schaffen das nicht. Wir können das nicht. Wir können diese Distanz nicht überwinden. Es ist uns unmöglich. Aber Jesus, er kann es. Und er hat es getan, als er auf die Welt gekommen ist und am Kreuz gestorben ist. Als Jesus dort am Kreuz hing, hat er geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er die Strafe für alle Sünde, für alle Schuld, für allen Eigensinn auf sich genommen. Und Gott selbst ist gekommen und ist an unseren Platz getreten. Also er hat gesagt, ich komme und stehe an deinen Platz, wo du stehst. Ich gehe in diese Distanz vom Vater, von Gott selber, in diese Sinnlosigkeit hinein. Ich denke manchmal, wir Menschen, wenn wir uns vom Schöpfer distanzieren, haben wir ja das verdient. Diesen Abstand, diese Vernebelung, sage ich jetzt mal. Oder dieses Grauen der Sinnlosigkeit, getrennt vom Schöpfer, das Schöpfer zu sein. Aber Jesus ist gekommen und ist genau an diese Stelle getreten. Mitten in dieses Grauen, getrennt vom Schöpfer hinein. Und das hat er getan für uns, dass er an unserer Stelle dorthin stehen kann. Also Jesus nahm eigentlich unseren Platz ein, fern von Gott, damit wir den Platz wieder nahe bei Gott einnehmen dürfen. Als Kind Gottes. Jesus nahm das, was wir eigentlich verdienen, so dieses Suchen nach Sinn und trotzdem nie finden, diese Art Graue auf sich, damit wir Leben von Jesus haben dürfen. Jesus ging in diese Sinnlosigkeit hinein, damit wir in die Sinnhaftigkeit zurückfinden können.
Und Jesus ging in den hässlichen Tod, damit wir in die ewige Liebesbeziehung zum Schöpfer kommen können. Also das, was von Jesus hier heißt, ist so eine Einladung. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist auch die Einladung, die ich dir heute mitgeben möchte. Einladung, zum Schöpfer zu kommen, ein Kind Gottes zu werden, in eine liebevolle Beziehung zum Schöpfer zu treten und zu sagen, doch, ich will an den Namen Jesus glauben und ihn aufnehmen. Dann habe ich wieder das Recht, Kind Gottes zu sein, in eine liebevolle Beziehung zum Schöpfer zu sein. Und das ist cool, weil überall, egal wo du stehst, diese Einladung ist für jeden möglich. Vielleicht bist du Schüler, Student, zu Hause, arbeitslos, intensiv am Arbeiten, erfolgreich, erfolglos, jung, alt, wo auch immer. Du kannst ein Kind Gottes werden. Vielleicht sagst du jetzt auch, ja, wieso sind nicht alle Menschen automatisch Kinder Gottes? Das funktioniert nicht, weil ein Kind Gottes sein, es geht um eine Liebesbeziehung. Und Liebe kann man niemals zwingen. Es ist und bleibt immer eine Einladung, die freiwillig angenommen werden darf, dass ich sage, doch, ich will in eine liebevolle Beziehung mit dem Schöpfer, mit Gott leben. Es ist nie eine gezwungene Beziehung. Ich selber habe diese Einladung angenommen, als ich ein Kind war. Ich habe in meinem Herzen geglaubt und gespürt, doch, ich will diesem Gott glauben, ich will diesem Jesus vertrauen, dass er für mich gestorben ist und an meiner Stelle in diese Distanz gegangen ist. Ich habe gebetet und gesagt, Jesus, ich will dich in mein Leben aufnehmen. Bin ein Kind Gottes geworden. Vieles habe ich damals noch nicht so verstanden, aber ich bin in dem Moment ein Kind Gottes geworden und lebte in dieser liebevollen Beziehung zu Jesus. Und Leute fragen mich manchmal so, ja du, das ist ein bisschen früh, wo du Christ geworden bist. Wäre nicht besser später gewesen, dann hättest du vielleicht noch mehr irgendwie im Leben erleben können, ein paar wilde Jahre, alles Mögliche ausprobieren und so weiter. Und ich denke dann jedes Mal, ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Seit jedem Morgen, wo ich aufstehe, weiß ich, wofür ich lebe. Ich weiß, in welcher Liebe zum Schöpfer ich stehen darf. Und jeden Abend, wo ich wieder ins Bett gehe, weiß ich, wenn ich am Morgen nicht mehr aufwache, werde ich trotzdem in Ewigkeit in Liebe bei Gott sein und mit ihm verbunden sein. Und das finde ich so ein schönes Bild, zu fragen, willst du zu deinem himmlischen Vater kommen, ein perfekter Vater, eine perfekte Liebesbeziehung, wonach sich unser Herz sehnt? Willst du diese Einladung annehmen? Ich stelle mir das manchmal so vor, dass es viele Menschen gibt, die so ums Haus Gottes herumlaufen, manchmal so schauen von Weitem, ja, wie sieht es da aus, wie könnte das zu und her gehen? Oder die extra weit weglaufen und ja nie zurückschauen, das gibt es natürlich auch. Aber da ist Gott, der herauskommt und sagt, komm, ich lade dich ein. Du darfst ein Kind sein, du darfst ein Teil meiner Familie sein. Du darfst diese liebevolle Beziehung erleben. Und ich möchte dich fragen, wo bist du? Bist du ein Teil der Familie Gottes? Hast du diese Einladung angenommen? Schaust du vielleicht manchmal aus der Ferne? Oh, interessant. Ja, könnte vielleicht etwas sein. Vielleicht denkst du sogar, ja, eigentlich glaube ich schon, dass es etwas Größeres gibt, aber bist gar nicht in diese Familie hineingegangen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die sagen, nein, da schaue ich besser gar nicht mehr hin. Und trotzdem gilt diese Einladung auch dir, in dieses Haus zu kommen, in diese Familie zu Gott zu kommen, ein Kind Gottes zu sein. Wir sind hier gestartet mit dieser Frage, warum um Himmels Willen lebe ich? Für mich ist die weltliche Antwort nicht befriedigend. Die christliche Antwort, um des Himmels Willen lebe ich. Um ein Kind Gottes zu werden, um mit Gott und Menschen für immer in Liebe und Herrlichkeit zu leben. Vielleicht sagst du jetzt auch, ja gut, das klingt schön, aber ist das dann schon alles, ein Kind Gottes zu sein? Ist das das ganze Ziel? Dann will ich dich ermutigen. Es ist so etwas Spannendes, als Kind Gottes unterwegs zu sein. Weil wenn man ein Kind Gottes ist, dann beginnt man ja mit seinem Schöpfer zu sprechen. Eine Liebesbeziehung. Die meisten von euch waren schon mal verliebt im Leben, oder?
da freut man sich auf die Gemeinschaft, man will immer mehr voneinander kennenlernen, man spricht miteinander, man hört, plötzlich merkt man, oh, dieser Vater im Himmel, der hat ja ein paar ganz tolle Dinge zu sagen, er hat ja noch ganz viel bereit für mich in meinem Leben. Und plötzlich merke ich, ich bin ja gar nicht das einzige Kind von ihm, da gibt es noch ein paar andere Kinder auch und es gibt eine Familie und was das alles bedeutet, also es gibt so unglaublich viel zu entdecken, als Kind von Gott unterwegs zu sein. Und ich will dir ganz kurz, ganz einfach erklären, wie das funktionieren kann. Jesus ins Leben aufnehmen und an ihn glauben. Es beginnt mit dem Glauben, dass ich sage, gut, ich glaube, dass diese Entfernung von Gott, dass es diese gibt. Dass ich selber entfernt, distanziert bin von Gott und ich glaube, ich kann diese Distanz nicht überwinden, aber Jesus hat ja das getan für mich. Und er ist an meine Stelle getreten. Und ich glaube, dass er auch für mich gestorben ist. Das ist das Zweite, dass ich sage, gut, ich bitte diesen Jesus, dass er mir das vergibt. Sünde, Schuld, spricht man oft davon, aber einfach dieser Eigensinn, dass ich nach einem eigenen Sinn gesucht habe oder gedacht habe, ich brauche das nicht oder dass ich selber bewusst auf Distanz von Gott gegangen bin. Ich bitte ihn um Vergebung. Das Dritte ist, dass ich sage, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Jesus ins Leben aufnehmen, so wie es gestanden hat. Und zu sagen, ich will ein Kind Gottes sein. Und dann das Vierte, dass ich Jesus Danke sage. Danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und auch mit der Bitte verbunden, immer mehr zu lernen, so zu leben, wie es einem Kind Gottes entspricht. Und egal, wo du bist, vielleicht bist du hier oder zu Hause am Zuschauen und du merkst doch, ich will so ein Kind Gottes sein, dann will ich dich auch einladen, kannst das gleich heute, kannst du es in einem kurzen Gebet Gott sagen und er wird dich hören und das ernst nehmen. Wir werden nachher so ein Gebet zusammen auch sprechen. Ich habe das hier auch aufgeschrieben. Ich lese das einmal vor, damit du schon hörst oder siehst, wie das klingen könnte. Du kannst natürlich auch deine eigenen Worte dazu machen. So könntest du zum Beispiel beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir bin, aber du hast mich gerufen und lädst mich ein, dein Kind zu werden. Jesus, ich glaube an dich, dass du der Retter und Sohn Gottes bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Meine Fehler, meine Sünden. Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf, ich gehöre dir. Verändere mich so, wie du mich haben willst und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke tausendmal. Amen. Das wäre so ein kurzes Gebet und vielleicht überlegst du jetzt, ja, könnte das für dich dran sein? Wir werden jetzt zusammen ein Lied hören, du darfst auch mitsingen, wenn du willst. Und ich will dich ermutigen, während diesem Lied dir zu überlegen, ist es das, was du möchtest, ein Kind Gottes werden? Vielleicht sagst du auch, du bist schon seit ein paar Jahren, schon lange mit Gott unterwegs und hast diese Einladung einmal angenommen, aber du merkst, ja, dass Jesus nicht mehr in deinem Herzen dein Mittelpunkt ist, sondern wieder deine eigenen Ziele, deine eigenen Sinne, die du suchst. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich will bewusst wieder ein neues Jahr für Jesus haben und sagen, er soll mein Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will dich bitten, dass du dir eine Zeit nimmst und über diese Gedanken, über diese Themen nachdenkst während diesem Lied. Und ich möchte ein kurzes, anderes Gebet beten jetzt für uns, bevor wir zu diesem Lied kommen. Danke, Jesus, dass wir von dir hören, dass du diese Distanz überwunden hast. Dass du aus der himmlischen Welt zu uns Menschen gekommen bist und an unsere Stelle trittst. Du nimmst unseren Platz ein und bist in die Sinnlosigkeit hineingegangen, in das Getrenntsein vom Schöpfer, vom Erfinder, Getrenntsein von dieser liebevollen Beziehung. Und danke, Jesus, dass du uns deinen Platz anbietest, wieder nahe zum Schöpfer zu kommen, dorthin zu gehen, wo wir es eigentlich gar nicht verdient hätten. Danke, dass du uns das einfach wie ein Geschenk anbietest. Und wir dürfen daran glauben, wir dürfen es annehmen, wir können dich in unser Leben einladen, aufnehmen. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Liebevolle Beziehung zum Schöpfer für alle Zeiten. Und ich will dich bitten, Jesus, für jeder, der hier ist, der zuhört zu Hause, dass du uns zeigst und erklärst, was das bedeutet, dass wir es verstehen dürfen. Ich will dich bitten, Jesus, dass du die Herzen öffnest, dass jeder dein Kind sein darf. Und
Und ich will dich bitten, Jesus, für all die Leute, die hier sind und sagen, doch, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, ich bin sein Kind, immer mehr zu verstehen, was das für ein Geschenk und für ein Privileg ist, ein Kind Gottes zu sein und was es bedeutet, in deiner Familie zu leben. Amen. Also nutzt die Zeit während diesem Lied. Es ist an diesem Sonntag gleich wie an den nächsten Sonntagen. Wie ich gesagt habe, möchte ich dich gerne einladen, wenn du möchtest, dieses Gebet mitzubeten, hier oder zu Hause, vielleicht auch damit zu sagen, doch, ich will mein Herzen neu für Jesus öffnen. Und ich will euch bitten, dass wir diese Zeit des Gebets vor Gott kommen können und auch die Augen schließen, dass es wirklich eine Zeit ist, wo du mit Gott im Gespräch bist und sein darfst. Und vielleicht bist du auch noch am Zögern und fragst dich, ist das wirklich für dich dran? Magst du das? Oder du hörst die Sätze dieser Welt so laut rufen. Ja, such dir deinen eigenen Sinn, verwirkliche dich selbst und du kämpfst irgendwie damit und du merkst, dass es gar nicht so einfach ist. Ich will dir Mut machen, diesen Schritt zu wagen, ein Kind Gottes zu werden und zu merken, was das für eine wunderbare Sache ist, mit dem Schöpfer in einer liebevollen Beziehung zu sein. Und ja, von ihm auch befähigt zu werden und seine Kraft zu erhalten, um mit Menschen in liebevollen Beziehungen zu leben. Und ja, ich möchte dich bitten, wenn du das möchtest, dass du dieses kurze Gebet mitbetest. Du kannst es auch hier lesen. Du kannst deine eigenen Worte daraus machen, im Stillen oder laut vor dich hin. Und so lasst uns beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir bin. Und du hast mich gerufen und lädst mich ein, dein Kind zu werden. Jesus, ich glaube an dich, dass du der Retter und Sohn Gottes bist und für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe, meine Fehler, meine Sünden. Und Herr Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich gehöre dir. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke tausendmal. Amen. Ich möchte dich bitten, noch kurz mit verschlossenen Augen sitzen zu bleiben an deinem Platz. Und alle Leute, die jetzt hier zum ersten Mal oder vielleicht bewusst wieder erneut dieses Gebet auch mitgebetet haben, ist manchmal gut, wenn man das bekennt vor Gott. Und möchte ich bitten, so wie die Hand kurz zu heben. Auch wenn du zu Hause bist im Livestream, ich werde dann auch mir erlauben, kurz zu schauen. Und es würde mich freuen, nachher mit dir ins Gespräch zu kommen, auszutauschen. Und deshalb auch, wenn du zu Hause bist und mitgebetet hast, melde dich doch. Es ist auch ein Kontakt eingeblendet, wo du Kontakt aufnehmen kannst. Wir würden gerne mit dir ins Gespräch kommen, darüber reden, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein oder auch alle Fragen beantworten und so weiter. Deshalb möchte ich euch bitten, kurz diejenigen, die mitgebetet haben, so die Hand zu heben. Es braucht auch ein bisschen Mut, aber es soll wirklich auch ein Bekenntnis sein, auch vor Gott. Und wenn du heute dieses Gebet gebetet hast, dann möchte ich dir zusprechen, du bist ein Kind Gottes. Ich darf dir das von Gott her sagen, weil er es bezeugt in seiner Bibel. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und wirst für Ewigkeit in dieser Liebesbeziehung drin sein. Ich möchte dir zusprechen, dass du ein Sohn bist, eine Tochter Gottes, dich so nennen darfst in alle Ewigkeit. Ich möchte dir zusprechen, dass du dir deinen Lebenssinn nicht selber suchen musst, sondern dass in dir dein Schöpfer zuspricht, weil er dich geschaffen hat, weil er dich liebt, weil er dich so geformt hat. Dass er dir zuspricht, du bist geschaffen, um in Liebe mit mir zu leben. Und ich liebe dich unendlich. Lass diese Liebe aufblühen, erfahre mehr davon. Lerne mich besser kennen, wie ich wirklich bin. Ich möchte dir auch zusprechen, als Kind Gottes, dass du seine Familie kennenlernen darfst und auch viel entdecken darfst, wie es ist, als Familie Gottes, als Kind Gottes zu leben. Ich möchte dir auch zusprechen, manchmal ist das gar nicht einfach, manchmal ist es auch schwierig, dass du das nicht aus dir selber tun musst, sondern erfüllt bist vom Heiligen Geist, der dir geschenkt wird dazu. Amen.
Wir haben nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, eine Gesprächslounge. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, was das ist. Das ist, damit wir mit euch reden dürfen. Besonders wenn du jetzt hier bist und auch die Hand nach oben gehalten hast, wäre ich froh oder wäre es toll, wenn wir nach dem Gottesdienst zusammen sprechen können. Du kannst gleich direkt hier hinkommen. Ich werde da sein, auch andere Leute von der Gemeinde. Aber auch wenn du allgemein eine Frage hast oder wenn du ein Gebet brauchst, vielleicht für ein ganz anderes Thema oder du möchtest ein Segensgebet oder möchtest etwas vor Gott noch bringen, so unsere Art der Ministry Time für diese Serie, diese Gesprächslounge während dem Coffee Bar. Also wir sind dann hier, du darfst einfach direkt kommen oder ein bisschen später. Wir sind sicher so 20 Minuten bis 20 Minuten nach dem Gottesdienst da. Das ist eine Einladung für dich, das Gespräch zu suchen, ein Gebet zu fragen, jemand, der dir zuhört, etwas vor Gott zu bringen.